Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Ich habe ein Interview für euch dabei. Yes, es sind an den Genuss gekommen, für ein Interview mit mir zu machen. Ich hatte bis just, der letzte war für Sawa und das war auch den einzigen, den ich bis machen konnte. Aber das habe ich den Lukas Grevis dabei, den sein Projekt Apple a Biere vorstellt. Oder Apple and Pears auf Englisch. Das Ganze ist so ein Road-Movie-Geschichte und das verlangt noch ein bisschen Unterstützung für ihr. Ja, der Lukas Grevis, Realisateur, ist dann, wir haben uns zusammen gesagt, für ein bisschen über das Thema zu schnitzen, und für das vielleicht ihr ein bisschen mehr Not zu bringen, werdet du so gehen, und wo Hilfe verlangt das. Und ich ging so, wir gehen da relativ schnell ran, das ganz viel Geplänkel am Anfang können wir uns dann denken, eine Spur wird das besser. Der Lukas erzählt euch selber, werdet an seinem Film geht. Dann rüber an den Interview. Wir sitzen heute mit Lukas Grevis, Regisseur. Und wenn du willst, kannst du kurz vorstellen, für das Leute wissen, wer das gerade geht. Genau. Also ich bin Realisateur, Szenarist, Produzent. Zu Lützburg, wohnen aber auch zu Wien. Wo ich studiert. Ich war ein bisschen überall, ich arbeite ein bisschen überall, aber ich arbeite im Moment viel zu Lützburg. Ja. Musikvideo und im Februar ein echtes Kilometrage gedreht, das nächstes Jahr rauskommt. Genau, und ich arbeite gerade an einem bisschen speziellen Projekt, Apple a Biere, ein No-Budget, Lützburgischen europäischen Kilometrage. Ja. Genau, wo man eben versichern, mit so wenig wie möglich für einen flotten, interessanten, großen Kinofilm zu machen. Perfekt. Ja, genau, du denkst, da sind wir dann auch heute für das vielleicht ein bisschen noch in das Leid zu bringen, dass der Ganze ein bisschen mehr Aufmerksamkeit daneben noch kriegt. Ne? Und ich hab mir das dann nur geguckt, das ist schon ein ambitioniertes Projekt, den du jetzt. Wie ist das dann so zustande gekommen? Wie warst du auf die Idee gekommen? So genau, es waren so zwei Sachen. Zum einen wollte ich die Geschichte immer erzählen. Ich wollte immer so eine Geschichte erzählen, die ein bisschen auf all den Plätzen spielt, wo ich meine Jugend verbracht habe. Ja. Also Osteuropa, Griechenland, aber auch Lützburg, Plätze, wo ich selber meine Erfahrungen gemacht habe. Und auf der zweiten Hand war ein bisschen so die Idee, okay, komm, wir machen etwas ganz Verrücktes, was überhaupt nicht möglich ist, was komplett out there ist, so professionell wie möglich, ja. Mit den jungen Leuten, als Schauspieler, wo wir auch im Moment einfach viel zusammen arbeiten, wo wir den Know-how haben, wo da sonst ums geht, Zeit zu finden, etwas zu machen. Und da haben wir gestartet. Also wir haben im Sommer 6 Tage zu Lützburg schon gedreht. Mit Schauspielern wie Dominik Schilz, Gilles Debras, Margarita Domingos, Sascha Loy. Wir hatten noch den Schalt dabei, den Deschke Ekron gesehen hast. Also wir sind dann mit einer kleinen Equipe bis nach Griechenland gefahren, durch Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Griechenland. Genau, das war spritzig. Da haben wir auch ganz viele Schauspieler gehabt, die immer bei uns gekommen sind, also aus Griechenland, aber auch aus Berlin, den Aaron Givenchy. Okay. Genau, den das mir bekannt ist, also die Kaku aus Greek Salad. Genau, das war ziemlich intensiv 3 Wochen. Ja, da kann ich mal viel stellen. Das ist spannend. Apple a Biere, das ist ein Coming-of-Age-Road-Movie, wo es Sophia und Joan geht, das sind 2 Schwestern, die an ihre Final Year of High School sind, an ihr Examen, das sie anticipaten. Und die haben eine ganz komplizierte Schwesterbeziehung, also Joan ist ein bisschen wie der Elot, ein bisschen mehr nette Leute, ein bisschen mehr belebt, ein bisschen mehr outgoing, während Sophia der traurig ist und das den Kontrast durchstellt zu der Schwester. Okay. Einfach ein bisschen die Schwester mit Sinn. Und Joan plant eben eine Reise bis nach Griechenland. Geschieht aber ab am ersten Teil vom Film, dass die Reise nicht umtreten. Und Sophia hat dezidiert, das hat dazu seiner Schwester die Reise. Während der Reise entdeckt sich selber, entdeckt ein bisschen, wen hat aus, wen es war. Das wirkliche Film über der Wurst gehen. Ja. Und wir verfolgen hat wirklich über ein halbes Jahr, wie jetzt eine Reise möchte, mal lang Frucht von daheim, du noch studieren geht, auf Wien, dann noch das nächste, was wir trainieren. Und dann du noch in Zego plötzlich. Das wirklich mit Schneiden an Bieren von einem jungen Mensch ran, den zwischen Content und Wurst sind. Okay. So richtig, ja, schon so komplett Charakterentwicklung durchgestartet. Genau. Gut, ganz gut. Da sind ja bestimmt ganz krasse Herausforderungen für das Projekt. Was waren oder sind dann nur noch immer die größten Herausforderungen?
Also wir sind auch zu zweit, die das Projekt drohen. Hier ist eine super Equipe. Louis Gras war produziert, aber auch kreativen Produzent ist. Und wie dass man das Ganze eben ohne Geld machen wollte, so gut wie ohne Geld. Das war auch eine von den Ideen. Man eben ganz viele Sachen, müssen ein bisschen tricksen. Als Sachen überleben, wie man drehen. Kreativ am Produzieren. Das heißt, so die Road-Movie-Geschichte, die können wir nur nicht mit einer großen Equipe trainen. Wir sind da zu 6, 2 Wochen lang mit Nutzbusser, Nutztisch, Booter, kleinen Autos durch ganz Europa gefahren. Effektiv so wie den Schauspieler selber, also der Hauptpersonage, auch gereist ist. Also halt selber auch machen. Genau, wir waren da ganz intensiv dabei und dann noch zusammen geschlafen, kleine Appartementen und so weiter. Das heißt, irgendwann waren wir auch so ein bisschen Schauspieler von dem Film. Ja, das war spannend. Ganz krass. Ja, bei Sänger Rees, du gehst ja ganz bestimmt auch witzige Anekdoten und skurrile Momente, die du erlebt hast. Also wir hatten alles. Wir hatten Public wirklich gehen. alles. Wir hatten Akteuren, die Flieger verpasst haben, die dann zu spät gekommen sind, wo wir dann müssen Solutionen fanden. Wir hatten Police, die uns angehalten hat, weil wir eigentlich, ohne dass wir wussten, ein Militärsperrgebiet in Griechenland gefilmt haben. Und dann war es der letzten Drehtag, wir haben perfekt Luft gehabt, Sonnenuntergang, wie man konnte Police. Man sieht, delete everything. Also okay, das geschieht los. Und dann haben wir uns ein bisschen aus der Sache rausgerührt, da konnte man das Material nicht benutzen. Dann haben wir den nächsten Tag müssen frei abstehen. 6 Stunden am Anfang, nachdem es das geschieht ist. Und die 10 Anke gedreht bei Sonnenabgang. Das ist ein bisschen so Sachen. Ja, okay. Es war immens warm. Das war auch ein bisschen Sache. Also wir haben während wir gedreht und am Juli waren mit 40, 45 Grad. Das heißt, beyond dem ganzen Reisen und Drehen, was schon immens intensiv war, hat man da auch noch einen Himmel, den es nicht so ganz Mord gespielt hat. Ja. Genau, in Griechenland, das sind Mathe gegangen. Ja, ich glaube, ne? Das hat Stimmung noch mal gekriegt. Genau, Roborov, wie Ja, das ist, wir verstehen also gut mit den Kollegen, das ist wirklich normal. Aber das ist tatsächlich. Aber ja, wenn ihr auf jeden Fall so ambitioniert Projekt dann wird, wie warst du dann überhaupt zu der Leidenschaft kommen, so Film zu machen? Wie schwer das da draußen stand? Das ist ein gut froh. Ich wollte immer Film machen, also seitdem ich ganz jung bin, habe ich schon angefangen, selber mit Kollegen Filme zu machen, 12, 13. Okay. Und dann ab 14 so Sets geschafft, an kleinen Departementen und so weiter. Und nun dann, es geht gut, 15, 16 war eben auch Filme mit das Budget und mit großen Teams zu machen, schon während ich auf der Schule war, nach Würzburg. Genau, weil ich immer so ein bisschen im Credo gegangen bin, mach Film, alles kannst du nicht behaupten, dass der Film muss. Fehler und so weiter, und da geht immer besser. Und Film, also Mensch, ich will Geschichten erzählen. Also ich erzähle gerne Geschichten. Ja. Ich hätte können schreiben oder malen oder singen, mit Film, weil das mich am wichtig gepackt wird. Okay. Ich meine, das ist der Grund. Definitiv. Das ist ja dann, das ist ja dann cool, wenn man so seiner freier Leidenschaft die Stadt dann so kann, so erschaffen kann. Das ist ja schon wirklich cool. Was sind dann den Influencer? Also wen sind so die Großen, denen dich inspiriert? Also den ich persönlich ein bisschen kontemporan ist, der Joachim Trier. Das in den ich ganz gerne gucken und wo ich auch Sachen gerne und Elemente, die hier möchte. Also hat wie jemand Akteur geschafft, geschafft, mit surreale Momente an der Realität. Ich fand das ganz spannend und ich auch Filme, die Arthouse sind, die ja auch ein relativ breite Publikum schwarz. Also gerade sein letzter Film, Most Personal World. Genau, das ist ein Film, Mainstream-Film, mit den 100 Leuten gesehen. Das ist die Richtung, die ich eigentlich selber gerne. Okay. Arthouse-Film, den aber auch mit Familie auf der Publik ist, den du hast. Okay. Das ist dann den ersten Film, den wir uns am Kino gesehen. Das ist ein spannend. Ich hatte Angst vor dem Kino. Das ist relativ normal war. Manchmal wenn es den Reklamen, die dann immer nicht so ganz achtgerecht waren. Okay. Fernsehen daheim. Ja. Ich war eigentlich als Konkurrent nicht exposiert zu Filmen.
schon wenig Filme geguckt. Den ersten, den ich geguckt habe, war Les Intouchables. Ja, okay. Mit Omar Sy, genau. Und du kannst mich gut daran erinnern, also gerade die erste Sequenz mit dem Auto, wo sie durchfahren. Ja. Schöner Soundmix mit der Musik. Also, du hast gemerkt, okay, das muss aber der Unterschied, wenn es da ist. Definitiv. Ja, okay. Aber bei mir war es schon ein bisschen frei. Ich hatte auch ein bisschen drüber nachdenken. Das war bei mir ein Thema aufgekommen, ich bin mir schon ein bisschen überlegt. Ich meine, bei mir war Toy Story. Toy Story, okay. Ich war den ersten Toy Story, den ich am Kino gesehen habe. Die verdienen. Ich lege Bus. Ja. Das sind die Pixar-Filme, die mich auch noch mal irgendwie noch gelesen haben. Die sind aber auch selbst gilt es Nee, wirklich nicht. Dann insgesamt so 3 Lieblingsfilme. Okay. Ich fand die so nicht mehr relativ. Das ist aber immer schwer, sich drauf fast. Das ist schwer, du musst aber kurz überlegen. The Place Beyond the Pines. Ja. Ganz klar. Contemporan, man wirklich the worst person in the world. Okay. Das ich gerade gerne gucken. Muss man den auch mal gucken. Und dann Lieblingsfilm unsere Gimme einfach, weil es zuletzt sogar viel geprägt wird, weil einfach ein Film ist, den die ganze Filmindustrie die angefangen wird. Und ob den ich irgendwie immer gerne zurückgucken aus Troublemakers, also die von Andy Bausch. Ja. Fand ich schon super geil. Das ist so ein bisschen mehr, also die ich so am Herzen, weil die den Anfang vom letzten Mal Film ist. Ja. Ich mich ganz verbunden fühle. Genau, das ist ein Date. Cool. Das ist mal ein Kerl besagt. Das war die ganz oft her, das Pulp Fiction. Muss mal länger auffallen. Ja, nee. Das ist okay, den hast du schon sehr gut. Aber Spaß, ja. Aber teuer den immer. Ne? Ja. Das ist schon cool, dass du. Okay. Du haben wir aufgehandelt. Voilà. Und dann das Thema. Der Film muss ja noch, also soll am besten noch weiter finanziert gehen. Genau. Und das Ganze lief über Kickstarter. Genau. Du willst, kannst kurz selbst dazu sagen, vielleicht auch, dass die Leute motiviert sind, das dann noch zu unterstützen. Der kann es auch als Ende verlinkt. Und die Fall, dass Leute gucken. Genau, also wir haben den ersten Teil vom Film haben wir ein bisschen finanziert mit eigenen Mitteln, aber auch mit Sponsoren. Und die waren da mal von Anfang an, wenn man schon 2 Drittel vom Film gedreht, dass man eben dafür die Teile am Winter einen Kickstarter lancieren, wo man schon weiß, was man gedreht hat. Und eben noch das Publikum, die Leute, die nur gucken, bis immer das Boot hören. Ja. Weil eben ein kollaborativer Community-Film ist. Da ist mir sicher gerade noch ein bisschen Suche für die Kippen, Wien zu transportieren, wo man trainen, aber auch für Essen zu bezahlen, für ein bisschen Material. Natürlich alles fleißig Material, weil die Leute die Unprojekte schaffen gratis. Weil sie Spaß tun und da geht die Zeit einfach. Genau, mehr Uni nicht geht nicht. Nee, natürlich nicht. Das muss alles finanziert gehen. Wenn es 15 € sind oder 20, dann hilft das alles immens weiter. Das 15 € ist ein erste schon für die Kippe oder für 2, 3 Leute. Das heißt, alle Hilfe, aber auch Ideen, Sharen, helfen uns ganz viel weiter. Definitiv. Als Hilfe, ich habe dann den Moment geduld. Dann machen wir doch den ersten Gest. Und dann unterstützen wir das doch direkt mal live am Video. Dass die Leute nicht nur so, dass die Sicherheit dazu abrufen, mir das ich dann aber auch selber unterstütze. Oh, super, cool, merci. Ich muss aber so. Das ist eine schöne Surprise. Ja, kann ja noch nicht so unterstützen, das tut, und dann muss ich den selber nicht. So, ich habe mir das vielleicht schön hier bereden und so. So, macht ein bisschen Startschwierigkeiten. Wo man das dann unterstützt. Wann da gerne den Film dann auch unterstützen will, wenn man so will. Ey, letzte Film muss ja auch unterstützt gehen. Dann los ein kleines Spend do, das liebe schon gar gesagt von bis, ne, aber der Euro spenden Euro hilft doch. Genau. Und da ganz tun ich gesehen, als nach 25 stehe ich aktiv. Ich begann mich auch, dass das Video rausgeht. Das sind aber 2 Ideen, dass du wenn der guck der Zeit gerne uns das Ende verlinkt und dann ging so. Da war das mit diesem kleinen Interview und diesem kleinen Abblick an den Film Apple Abieren oder Apple and Peers. Genau. Vielmals merci für ein Interview und dann wünsche ich eine Chance. Merci. So, du huderen heieren
ob Kickstarter as genau innen drin verlinkt könnt ihr direkt gucken gehen, ob der ganz unterstützen wollt, weil all Euro as do gebraucht verlangt an für das dat eben kann realisieren gehen an auch irgendwann mal einkehr an die Kino dann kann kommen, dass man das genießen könnt ihr das ganz dann unterstützen, dass ein junge Realisateur sein Dramaprojekt dann realisieren kann an dat as doch ein ganz flott Sache an ich hoffe ich konnte ich ein bisschen den Film ein bisschen schmackhaft machen, dass er ein bisschen urregen und so viel ihr statt vielleicht umzugucken an nicht auch eventuell zu unterstützen ja dann denken ich dann war das auch schon mal diesem Interview wie gesagt das so bisschen ich hatte das vielleicht ein bisschen ja also Qualität ich weiß es war nicht den Hammer also am besten hatte ich nur mal 2 Kamera gemacht Shot Gage Shot das ist schon okay dat Wesestoff hier nichts kann auch die Audioqualität war schwierig so es war relativ viel Nierwegereicher schon viel müssen rausfiltern aber ich denke es war nur ein annehmbar Qualität dat Wese dann alles für nichts dann kann ich das du bestimmt auch verbessern weil wann alles gut geht kann ich vielleicht nach den ein oder den anderen Interview mit diverse Leute machen wird mich immens gegen freuen an dem Sinn ging ich da so und wünsche ich noch ganz viel Spaß mit allem wer da so gerade macht weil am Kino Hundeschlograd kein Review für ich parat aber trotzdem gesehen wir als dann bestimmt an den nächsten Episoden alle ciao